lepa hvala in lepo zdrav tudi z moje strani. Številke zdaj so pokazale v bistvu tudi, koliko se je funkcionalnost jezika ali pa jezikovna podoba Koroške v zadnjih desetletjih spremenila, pokazale so pa tudi potencial, ki ga v bistvu imamo v akquiriranju novih govorcev, da se ta potencial tudi izrabi. Der Sprachenwechsel hat sich in den letzten Jahrzehnten vielfach in einem Drei-Generationen-Shift von einer einsprachig-slowenischsprachigen Großelterngeneration zu einer einsprachig-deutschsprachigen Enkelinnengeneration gewandelt. Wenn Sprecherinnen der schwächeren Sprache zweisprachig werden und beginnen, die stärkere Sprache zu bevorzugen, führt dies vielerorts zu einem Rückgang oder Verschwinden der schwächeren Sprache, soweit Baker und White. Der niedrigere Status kann zur Aufgabe der kulturellen und ethnischen Identität führen. Das war falsch. Anders dran noch mehr. Jedenfalls der drastische Bedeutungsrückgang des Slowenischen in Kärnten als tagtägliches Kommunikationsmittel, das heißt, der Rückgang des Slowenischen aus der Kärntner Öffentlichkeit beschleunigt jedenfalls den Sprachenwechsel. Zanimanje za dvojezično izobrazbo pa je v zadnjih desetletjih kljub temu krepko naraslo. Tudi to so pokazale številke. In treba bo pač zagotoviti ustrezen, kakovosten dvojezičen pouk, da se šolarji tudi dejansko nekaj naučijo in to ne samo na primarni stopni, ampak tudi na sekundarni stopni. In Situationen der sprachlichen Disparität kommt der Schule bzw. dem Bildungssystem eine zentrale Rolle in der Erhaltung der sprachlichen Kompetenzen der Sprecherinnen und auch bei der Entwicklung einer funktionalen Zweisprachigkeit neuer Sprecherinnen in der Mehrheitsbevölkerung zu. Von zentraler Bedeutung ist demnach die Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen, ununterbrochenen sprachlichen Ausbildung in der Schule, aber auch in den elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen. Das Konzept neprestane jezikovne izobrazbe od elementarne vzgoje do 9. šolske stopnje in tudi potem postavlja jezikovno izobrazbo na drugo raven. Ni v ospredju le učenje jezika v šoli, temveč široka uporabljivost jezika, povezovanje med šolo in izvenšolskimi dejavniki in tudi kraji govorjenja. Die Vertikale bezeichnet dabei die Schnittstellenproblematik, sie wurde schon mehrfach angesprochen, die es zu überwinden gilt. Diese Brüche gibt es auf organisatorischer, methodischer, didaktischer, inhaltlicher oder auch personeller Ebene. Jedenfalls an den Übergängen von der Elementarbildung zur Primarstufe und von der Primarstufe zur Sekundarstufe. Lernen wäre dabei aber ohne Brüche und quasi als Brücke zu gestalten. Die horizontalen Schnittstellen meinen, dass Sprache lernen quer durch alle Fächer, durch alle Bereiche. Es geht um die Beziehungen zwischen den Sprachen unterschiedlicher Lernbereiche, aber auch zwischen den unterschiedlichen Sprachen, die die Schülerinnen mitbringen, den Erst- und Zweitsprachen, und auch zwischen den Sprachen in schulischen, schulbegleitenden und außerschulischen Kontexten, um die Kooperation mit Eltern, mit lokalen Kulturträgerinnen. Die Schule sollte sich jedenfalls verbinden mit Kulturvereinen, Initiativen, Bibliotheken und einfach Räume schaffen für die Sprache. Es wäre aber auch Aufgabe der zweisprachigen Schule, sich um die Übergänge, insbesondere auch zur Sekundarstufe, zu bemühen, Kontakte herzustellen, beispielsweise Projekte mit Mittelschulen durchzuführen. Es geht um die aktive Anwendbarkeit der Sprache, aber auch um ein ununterbrochenes Sprachenlernen bis und zur bzw. durch die Sekundarstufe. Dahingehend muss
muss das Modell des zweisprachigen Unterrichts auf der Sekundarstufe neu diskutiert werden. Jezikovni cilj je neprekinjeno jezikovna izobrazba in usvajanje izobraževalnega jezika in to v obeh jezikih. Zato primarna stopnja ni dosti. Zgodnje učenje jezika se začenja že na elementarni stopni, torej v vrtcih oziroma predšolskih izobraževalnih ponudbah in je treba enostavno te ustrezno zagotoviti. Eine verbindliche, flächendeckende Einrichtung von zweisprachigen Kindergärten, von zweisprachigen frühkindlichen Betreuungsangeboten mit einem entsprechenden sprachpädagogischen Konzept wäre umzusetzen. Dies umfasst einfach eine frühe und gleichberechtigte Sprachförderung mit einer gezielten Unterstützung der schwächeren Sprache, in diesem Sinn der Volksgruppensprache als der schwächeren Sprache. Diese ist besonders zu fördern und insbesondere auch bei Kindern der Mehrheitsbevölkerung. Es müssen Rahmen geschaffen werden, in denen ein effizienter Spracherwerb überhaupt erst möglich wird. Jedenfalls wäre selbstverständlich umzusetzen eine gleichberechtigte zweisprachige Sprachförderung im verpflichtenden Kindergartenjahr. Die Sicherstellung einer entsprechenden Vermittlungsqualität ist ein weiterer Punkt, der gelöst gehört. Ein früher Zweitspracherwerb benötigt einen reichen und gezielten Input. Es bedarf entsprechender Sprachkontakte, aber auch entsprechender Redundanz in Form einer wiederholten Wiederholung. Damit verbunden ist jedenfalls eine qualitativ hochwertige Ausbildung zur zweisprachigen Elementarpädagogin, zum zweisprachigen Elementarpädagogen. Auch das wurde schon angesprochen. Es ist unumgänglich, die Sprachkompetenz der Elementarpädagoginnen sicherzustellen, aber auch die Kompetenzen in der Vermittlung vom frühen Spracherwerb von Kindern. Das heißt, diese Ausbildung, die derzeit bestehende Ausbildung an der BAföG reicht dazu nicht aus. Es wird eine Zusatzausbildung benötigt und diese gehört einfach umgesetzt. Es sind auch die Institutionen angehalten, und damit meine ich die Kindergärten, die elementarpädagogischen Einrichtungen, Räume zu schaffen, für die Sprache einen entsprechenden Rahmen zu bilden. Und genauso die Unterstützung durch Politik und Gesellschaft und vor allem auch durch die Eltern ist notwendig. Durch die Eltern bedeutet, dass sprachpädagogische Konzepte offen und transparent kommuniziert und auch gelebt werden. Auch die Eltern müssen eingebunden werden und es muss ein Bewusstsein, ein Verständnis dafür geschaffen werden. Das Ziel ist eine selbstverständliche Gleichwertigkeit beider Sprachen bei allen Anlässen, bei jeder Kindergartenfeier, bei jedem Elternabend, bei jeder Veranstaltung. Der Raum für die zweite Sprache muss durch die Institution sichergestellt werden. Die volle Funktionalität der Minderheitensprachen ist jedenfalls das Ziel einer durchgängigen sprachbildung. Zgodne učenje jezika se začenja na elementarni stopni in enostavno je treba zagotoviti ustrezno ponudbo in tudi kakovost. Cilj so izobraževalne kompetence v obeh jezikih in zato je treba zraven kvalitete posredovati ali pa poskrbeti dejansko za okolje, v katerem je enostavno možno se jezika dobro učiti in tudi skoordinirati prehode in potreben je enostavno čas. Namreč dolgoletno podporo učenju jezika, sploh slabšega jezika. Gegenüber die zweisprachige Schulbildung bedarf einer gewissen Verbindlichkeit. Das heißt, einer Verbindlichkeit des Schulwesens gegenüber den Eltern, eine entsprechende Qualität auch zu bieten und ein Sprachenlernen zu ermöglichen, aber auch eine Verbindlichkeit der Schüler und Schülerinnen gegenüber der Schule, dass auch
das nicht nur als eine freiwillige zusätzliche Übung verstanden werden kann, sondern tatsächlich eine zweisprachige Schulbildung, eine funktionale Zweisprachigkeit, ein Hinführen zu funktionaler Zweisprachigkeit erfordert. Es gibt zahlreiche Modelle für starke Formen zweisprachigen Unterrichts, Immersionsmodelle vielerorts, und Kato-Mas hat 2005 einige Merkmale starker Formen zweisprachigen Unterrichts auch zusammengefasst. Jedenfalls braucht es unter optimalen Bedingungen zu einer vollen Entwicklung bildungssprachlicher Kompetenzen einen Zeitraum von 5 bis 7 Jahren. Kato-Mas hat dort, glaube ich, sogar 4 Jahre angeschrieben. Andere Autorinnen gehen bis hin zu 8, 9 Jahren, was jedenfalls wünschenswert wäre, eine kontinuierliche Sprachbildung über viele, viele Jahre, jedenfalls auch über die Primarstufe hinweg. Der gesamte Unterricht sollte in annähernd gleichem Ausmaß in beiden Sprachen, hier in deutscher und slowenischer Sprache, erfolgen. Und das auch über die Primarstufe hinaus. Die derzeitige zweisprachige Praxis, gesetzlich geregelt an den Volksschulen, wird derzeit vielfach dem gar nicht gerecht. Dem Slowenischen kommt deutlich weniger Aufmerksamkeit und deutlich weniger Zeit zu. Auf den Unterricht bezogen würde ein qualitativ hochwertiger Unterricht umfasst jedenfalls einen systematisch koordinierten Sprachgebrauch und Sprachwechsel. Das heißt, es kann nicht nach Belieben erfolgen, sondern es braucht ein gewisses System dahinter, um auch die entsprechende Kontaktzeit insbesondere für die schwächere Sprache zu gewährleisten. Über die gesamte Unterrichtszeit sollte der Anteil bei der schwächeren Sprache zumindest 50% betragen, soweit Kato-Mas. Es bedarf genügender sprachlich und sprachmethodisch gut ausgebildeter Lehrkräfte. Das heißt, es bedarf einer verpflichtenden sprachlichen Fortbildung in Slowenien, der Möglichkeit eines Austausches danach. Es bedarf entsprechender Kompetenzen auch in der Didaktik, in der Methodik des Slowenischen als Zweitsprache. Auch in Form von Weiterbildungen, nicht nur in der Ausbildung. Es ist jedenfalls unumgänglich, dass ein guter Unterricht eine hohe Erwartungshaltung in einem fordernd wertschätzenden Klima setzt. Es braucht Ergebnisse, auch für das Lernen, um für die Schüler und Schülerinnen interessant zu bleiben. Sie müssen das Gefühl haben, etwas zu lernen, sonst wird es fad. Und diesbezüglich braucht es einfach etablierte Modelle, wie beispielsweise Immersionsmodelle. Dass es qualitativ hochwertige Lehrmittel und Materialien braucht und dass diese in Minderheitenkontexten in der Regel selten sind oder unzureichend vorhanden sind, ist ein weiterer Punkt. Centralno je jezikom pozitivno namenjeno okolje. In po moje bi dejansko morali na tem tudi delati in je to tudi v družbeni odgovornosti, in je to odgovornosti šol, je to odgovornosti kolegija, da se dejansko ustvari ustrezno okolje, v katerem je učenje jezikov možno. Seveda je to družbena odgovornost, politična odgovornost, da hočemo to ustvariti. Starše je treba vsekakor vzeti zraven. Učitelji in kolegi so odgovorni tudi za mnenje. Also das Kollegium, die Direktionen werden von Kato-Mas auch als Opinion Leaders und Decision Makers beschrieben. Sie sind mit den Schülerinnen für eine gute zweisprachige Schulausbildung verantwortlich, mit den Eltern, mit dem Umfeld. Und da einfach eine gewisse Verbindlichkeit, eine Selbstverständlichkeit hineinzubringen, das wäre eine Notwendigkeit. Und dazu notwendig ist jedenfalls ein klares Sprachenprofil der Schule mit eindeutig definierten sprachlichen Zielen, die transparent kommuniziert werden, durch Eltern, durch die Gesellschaft, durch die Politik dann auch getragen werden und selbstverständlich gestützt werden.
Das heißt, es geht auch um die gleichwertige Hörbarkeit und Sichtbarkeit, um das gleichwertige Leben der Sprachen mit dem Ziel, eine volle funktionale Zweisprachigkeit der Schüler und Schülerinnen zu erreichen, mit ähnlich hohem bildungssprachlichen Niveau, auch in der schwächeren Sprache. Es geht auch um den positiven Ausbau, den Ausbau eines positiven Sprachkonzepts. Und um damit jetzt bald zu einem Ende zu kommen, habe ich mein Fazit in zwei Teile. Einerseits in strukturelle Erfordernisse geteilt und dann noch an einen Appell. Jedenfalls das Konzept einer durchgängigen Sprachbildung erfordert über viele Jahre hinaus einfach die Umsetzung zweisprachiger Bildungsangebote bis zur 9. Schulstufe und darüber hinaus. Es umfasst Fachschulen, es umfasst das Polytechnikum, es umfasst aber letztendlich auch Berufsschulen und es wird einfach versucht, das auszuweiten. Die Gestaltung von vertikalen Übergängen, der Abbau von Brüchen, insbesondere beim Übergang in die Sekundarstufe, dem gilt es zu begegnen. Diesen strukturbedingten Einbruch, den wir gesehen haben, dem muss durch eine flächendeckende Einrichtung von zweisprachigen Mittelschulen begegnet werden, um ein entsprechendes zweisprachiges Bildungsangebot nach der Primarstufe überhaupt erst einmal anzubieten. Und auch des Weiteren die Einrichtung eines mehrsprachigen Zweiges mit Slowenisch an einer AHS im Raum Villach wäre jedenfalls auch notwendig umzusetzen. Es geht daneben auch um die Sicherstellung bzw. die Einreichung zweisprachiger ganztägiger Schulformen bzw. im Hinblick auf die Nachmittagsbetreuung, wenn es schon keine verschränkten Schulformen sind. Und damit einhergeht natürlich geht auch die Ausbildung entsprechend qualifizierten Personals beziehungsweise auch die Akquirierung dieses Personals. Dvojezično ponudba je enostavno treba razširiti na sekundarno stopnjo in tudi prevzeti na popoldansko oskrbo. Die Erhaltung der slowenischen Sprache, und da haben mich heute diese Referate, die wir gehört haben, auch sehr positiv gestimmt. Da gibt es Varianten und Möglichkeiten im Sinne des Language Plannings, aber es obliegt nicht einfach nur den Kärntner Sloweninnen, wer auch immer das dann genau ist, die kann nicht durch die Volksgruppe alleine bewältigt werden, sondern liegt auch in der Verantwortung der Mehrheitsbevölkerung. Also eine selbstverständliche Rückkehr des Slowenischen in den öffentlichen Raum muss gefördert werden, es müssen entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden und dafür braucht es auch den entsprechenden politischen Willen und Programme. Die Voraussetzungen müssen so geschaffen werden, dass das Slowenische als gleichberechtigtes Kommunikationsmittel neutral in Betracht gezogen werden kann. Erst durch eine selbstverständliche Nutzbarkeit, das heißt aber auch eine Sichtbarmachung, eine Rahmenschaffung, kann die slowenische Sprache wieder an Bedeutung gewinnen und diese Rahmen müssen geschaffen werden. Zweisprachigkeit muss als eine neutrale Form verstanden werden. Einfach gesagt, es bedarf einer allgemeinen Zweisprachigkeit und nicht nur einer einseitigen Zweisprachigkeit. Für die Volksgruppe geht es um die Erhaltung der Sprache, also um entsprechende Strategien zum Spracherhalt. Für die Mehrheitsbevölkerung aber geht es um das Erhalten einer kleinen Sprache als wichtiges Kulturgut, aber auch um sprachliche Bereicherung als Wirtschaftssprache und die Heranbildung neuer Sprecherinnen in der Form einer kollektiven, funktionalen Zweisprachigkeit. Tako da je po moje tudi v družbeni odgovornosti, da se dvojezičnost lahko uveljavi, da je kot samoumevna oblika na voljo in seveda je tudi izziv v tem nove govorce ustrezno vključiti in se temu posvetiti. Hvala lepa.